Hallo! Schön hast du eingeschaltet zu dem neuen Video von mir. Heute beantworte ich eure Fragen, die ihr mir haben stellen auf Instagram oder auch auf YouTube. Ich nehme einfach random ein paar Fragen raus und sie sind nicht irgendwie in einer schlauen Reihenfolge, also einfach random. Hat es viel Mut gebraucht, um deine Haare zu färben? Oder farbig zu färben? Nein, ich habe eigentlich nicht viel Mut gebraucht, weil es mir eigentlich scheißegal war, was andere darüber denken. Und darum habe ich es einfach gemacht. Was schaffst du? Ich arbeite als Zierpflanzengärtnerin 80%. Berufliche Zukunft, irgendwelche Pläne. Mein Ziel ist eigentlich mal selbstständig zu werden. Und das so im Bereich Videografer. Also das heisst, ich möchte eigentlich mal gerne Filmemacherin sein, hauptberuflich. Mein Bruder hat mich gefragt, wo willst du mal hin in die Ferien? Skandinavien oder Irland reizt mich sehr, oder Kanada. Was würdest du das Jahr noch gerne erreichen? Schwierige Frage. Ich will erreichen, dass ich ziemlich gut unsere Hochzeit geplant habe, dass ich nächstes Jahr nicht mehr so viel zu tun habe. Wir heiraten Ende April und ich will dieses Jahr schon ziemlich alles so ein bisschen gefixt haben. Wo würdest du gerne mit deinem Future Husband überall anreisen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Also ich würde sehr gerne eben nordische Länder, Skandinavien, also so Norwegen, Finnland, Schweden, Island, Irland würde mich sehr reizen, Kanada, ja, Alaska. Und am liebsten würde ich das in einem Campervan machen. Was sind deine grössten Träume für die Zukunft? Ich glaube, mein allergrößter Traum ist mal Mami zu sein, also eine Familie gründen mit meinem Mann dann. Sonst so ein bisschen beruflich eben, wie gesagt, mal Filmemacherin. Nati Style hat gefragt, ich verlinke euch gerne ihren YouTube-Kanal unten in der Infobox. Nati Style, das ist eine YouTuber-Kollegin. Wie habt ihr euch kennengelernt, beziehungsweise wann war euer erster Kuss? Wir haben uns durch die Jungschar kennengelernt. Wir sind beides leidenschaftliche Jungschulleiter und also ich mache es schon seit 8 Jahren und er schon seit 13, 14 Jahren. Und ja, wir haben uns dort kennengelernt. Im Februar 2012 sind wir zusammengekommen und auch irgendwann dann haben wir unseren ersten Kuss gehabt. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, weil es schon ewig her ist. Hast du schon mal gekifft? Nein, ich habe noch nie gekifft, noch nie geraucht, noch nie Zigarren, noch nie Shisha. Kannst du mal ein Video machen, wo du zeigst, wie man sich professionell schminkt? Kann ich gerne mal machen. Ich weiss noch nicht wann oder wie und über was für eine Schminkart, aber ich habe schon gedacht, dass ich mache ja eigentlich für das ein bisschen meine Ausbildung, dass ich das weitergeben kann, was ich gelernt habe. Und darum denke ich, das kommt schon irgendwann. Das ist auch eine spannende Frage. Willst du mal auswandern? Ich wäre dem gegenüber sehr offen, aber im Moment habe ich es nicht vor. Und ich glaube, mein zukünftiger Mann auch nicht wirklich. Im Moment, so in den nächsten 5 Jahren sicher nicht. Vielleicht irgendwann kommt es, keine Ahnung. Die nächste Frage ist mir auf YouTube gestellt worden, unter meinem letzten Video. Was für eine Kamera brauchst du? Mit was filmst und schneidest du? Im Moment filme ich gerade mit der Canon G5X. Früher habe ich mit der Canon G7X, finde beide sehr gut. Und zwischendurch auch mit der Canon 5D Mark III. Schneiden tue ich mit Final Cut Pro und meinem Laptop. Machst du auch Filme von der Jungschi? Ich mache keinen Film von der Jungschi. Ich bin bei uns in der Kirche im Filmteam und also wir sind das 4. dort und wir teilen uns so die verschiedenen Bereiche auf. Und da ich Jungschulleiterin bin, habe ich keine Zeit, um dort noch Videos zu machen. Und darum macht das ein anderer Kollege vom Filmteam. Wie bist du aufs Vloggen gekommen? Also was hat dich dazu bewogen, einen eigenen Vlog zu machen? Ich weiss gar nicht, ich bin einfach irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Ich habe mein allererstes Video, das ist nicht auf YouTube, habe ich einfach mit dem Nattel, als ich zu Wien war mit meiner besten Freundin, ein bisschen mitgefilmt und nachher so etwas geschnitten. Und dort habe ich gemerkt, dass mir das mega Spass macht. Und irgendwie habe ich dann angefangen, Videos zu schneiden und zu filmen. Lesest du regelmäßig in der Bibel? Wenn ja, wie viel Mal? Da bin ich ein sehr, sehr schlechtes Vorbild. Ich lese nicht so regelmäßig in der Bibel. Meistens lese ich den Tagesvers. Ob man das Bibellesen nennen kann, ist eine andere Frage. Ja, auf dem Nattel etwa die. Aber so richtig regelmäßig jeden Tag nicht.
Was ich mache, am Montagabend treffe ich mich mit dem Uli, also meinem zukünftigen Mann, und dann tun wir zusammen irgendetwas Vorbereitungsmäßiges machen oder zusammen, also wir haben dort auch schon die Bibel gelesen miteinander und das machen wir ziemlich regelmäßig, aber sonst für mich selber eigentlich sehr selten. Seit wann machst du YouTube? Das ist eine gute Frage. Da muss ich selber schnell zurückschauen, wenn ich mein erstes Video hochgeladen habe. Mein allererstes Video habe ich am 11. Dezember 2014 hochgeladen. Ich mache eigentlich schon ziemlich lang, aber seit dem Jahr, seit dem Januar, mache ich es wirklich regelmäßig. Vorher habe ich es nicht so regelmäßig gemacht. Hast du Haters? Keine Ahnung, ich glaube schon. Aber die haben sich zum Glück noch nicht offenbart. Meine Reichweite ist auch noch nicht so gross, dass ich genug Haters haben oder so, keine Ahnung. Und wenn, dann wäre es mir echt ziemlich egal, weil ich mache mein Ding. Bist schon mal so richtig abgestürzt? Also viel zu viel getrunken und so. Die Frage kann ich gut mit Nein beantworten, weil ich noch nie abgestürzt bin oder zu viel getrunken habe. Ich habe Alkohol im Allgemeinen nicht so gern und ich weiss, was kann passieren, wenn man davon abhängig wird. Und darum ist das nicht so meines. Ich kann es auch sehr lustig haben und bin auch sehr tollpatschig ohne Alkohol. Das wären alle Fragen gewesen, die ich heute beantworte. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben oder 2. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare oder ich mache wieder mal auf Instagram ein Q&A. Falls ihr euch jetzt das ganze Video gefragt habt, woher ich das T-Shirt habe, das coole, im H&M gibt es auch noch ein Weiss. Not sponsored. Tschüss!